Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Silvan Kuster. Endlich wieder ein neues Video und für die einen oder anderen, die sich denken, hä, macht ihr überhaupt noch Videos? Ja, mache ich. Nämlich jeden Sonntag um 10 Uhr morgens. Und falls du irgendwie keine Nachricht bekommst, dann drück mal da unten, geht auf die Glocke, dann kann man nämlich aktivieren und dann auf alle stellen und dann bekommst du jedes Mal, wenn ich ein Video hochgeladen habe, eine Benachrichtigung. Ich weiss, während der ganzen Woche werden richtig viele Videos hochgeladen. Und ich weiss, dass ihr euch das nicht alles antun. Ich meine, wer will schon all die Videos sehen? Darum habe ich mir das Ganze antun. Und für dich da zusammengefasst, nachdem dass der Variashi plötzlich auch wieder nicht mehr gemacht hat. Darum habe ich da etwas vorbereitet und aufgeschrieben, was da alles für Videos vorkommen. Ich würde sagen, fangen wir mal an. Als erstes SwissTuber haben wir den Niki. Und vielen sagt der Begriff wahrscheinlich nicht etwas aus und sie schauen mal in euren Stream und sehen, wie es heute würde vor 300 Sekunden gewandt. Ja, er ist ein kleiner SwissTuber, der seit neuem dabei ist, aber er macht schon regelmäßig und vor allem coole Videos. Nämlich sind das auch diese Woche wieder 2 neue Videos, die auf seinem Channel online gekommen sind. Und würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal an, was das für Videos sind. Oh hoppla, das war das falsche Video. Er hat nämlich eine Straßenumfrage gemacht, er hat die Leute nach dem Aussehen und dem Kleiderstil von verschiedenen YouTubern gefragt. Und ich finde das ein bisschen komisch. Meine erst fragt andere Leute, was sie von anderen YouTubern halten. Darum habe ich gedacht, ich muss irgendwie sozial sein. Darum fange ich jetzt auch mal die Leute fragen, was sie eigentlich von seinem Aussehen halten, nämlich das Bild da. Alter, was ist denn das für ein kleiner dreckiger Bastard? No, ey. No, einfach gar nicht. Also, natürlich ist nicht nur das Video rausgekommen, weil ich habe ja gesagt, dass 2 rausgekommen sind. Er hat nämlich auch das erste Mal in einem Vlog probiert. Und wer jetzt das Gefühl hat, es sei ein richtig innovativer Vlog, den noch nie jemand gemacht hat, muss ich euch leider enttäuschen, weil wenn man diese Szene hier anschaut. Ey, schau, wir haben früher immer so ein kleines Kind im Kindergarten, den Martin. Der hat immer einen Scheissdreck gemacht, oder? Weißt du, was ich immer gesagt habe? Ja, aber Martin, das tell ich denn deiner Mutter. Also ganz ehrlich, da muss ich schon zugeben, dass seine Mark Galaxy... Oh, Entschuldigung, Nilay, seine neuen Songs etwa gleich gut gewesen. Ja, ich weiss, so langsam ist der Job wirklich ausgelutscht. Aber, wenn wir schon gerade beim Nilay sind, er hat auch diese Woche sein YouTube-Comeback gegeben. Und was er in seinem Video erzählt, könnt ihr euch am besten selber anschauen, weil ich habe euch alle Links von den jeweiligen Videos unten in die Beschreibung gebracht, schön chronologisch, dass ihr anschauen könnt, wer diese Woche was gemacht hat. Und ihr jetzt doch denkt, hä, irgendwie interessiert mich das doch. Weil er hat nämlich in seinem Video erzählt, wieso so lange kein Song rausgekommen ist. Und was er so viele Probleme hatte währenddessen, was sicher spannend ist. Und er hat uns ein Geheimnis verraten. Aber was genau, das spoilere ich euch jetzt nicht, weil das könnt ihr am besten selber im Video anschauen. Da wir leider halt eben, wie gesagt, momentan noch keine Musik vom Nilay hören, habe ich euch einen anderen Vorschlag zum Zeit überbrücken. Nämlich ladet jedes Wochenende am Mitternacht der Supportcast eine neue Folge auf. Und wer jetzt sagt, Supportcast, der Begriff kommt mir nicht wirklich bekannt vor. Supportcast ist eigentlich Grund noch 3 Supporter von der Schweizer YouTube-Szene, nämlich der Niki, der Variashi und Anna Bora, die zusammen einen Podcast haben. Und in diesem Podcast kommt das Wort Silvan und geht ja etwa mehr vor, als das Anna überhaupt das Wort sagt. Ja, apropos Anna, wie heisst ich eigentlich auf Instagram? Silvan_STVWB. Und ja, wenn wir schon dabei sind, Variashi, wie heisst ich eigentlich auf Twitter? @HDSilly. So, jetzt haben wir unseren ganzen Spaß mit dem Supportcast gehabt. Nämlich ist das wirklich ein richtig cooler Podcast, sie behandeln wirklich coole Themen. Und diese Woche haben sie nämlich den Levin zu Gast gehabt, der im ganzen Podcast über seinen Tod von seiner Großmutter erzählt hat und auch den zusammenhängenden Song, den er dazu rausgebracht hat, nämlich Home. I wanna go home, but I don't know who. I'm so far away and I'm losing too. Und ich finde, ich bekomme jetzt schon wieder, wenn ich das aufnehme, sieht man vielleicht Gänsehaut ein bisschen. Von dem bin ich es wirklich mega extrem krass gefunden und er so erzählt hat. Darum hört euch die Folge wirklich an, auch die ist wirklich unten verlinkt. Und auch wer jetzt sagt, Home vom Levin nicht gehört, habt ihr etwas verpasst. Unten in der Beschreibung. Schaut euch das Musikvideo an. Weil vielleicht die eine oder andere sagt der Begriff Levin schon etwas. Er hat schon mal ein Video hochgeladen, das ist eigentlich schwarzes Licht. Und er hat im Podcast auch gesagt, er hat viel Feedback von ihm mitgenommen und hat jetzt einen neuen Song produziert. Darum, es ist wirklich losenswert. Und das sagt nicht nur ich, sondern auch andere YouTuber. So, wir wechseln diese Richtung wieder Richtung YouTube und kommen momentan zum einen der aktivsten Schweizer YouTuber in der YouTuber-Szene. Nämlich wäre das der Nicola Probst. Und er hat am Donnerstag ein neues Video hochgeladen mit dem Titel «Verliebt» in Klammern «Crush». Und er hat sich dort unter anderem für 600 Abonnenten bedankt und ja, schaut selber, was er zu dem ganzen Thema gemeint hat. Um euch das mal ein bisschen darzustellen, wie viel 600 ist, habe ich meine Math-Skills rausgeholt und mal ein paar Berechnungen aufgestellt. Und zwar... Was jetzt der Niki natürlich, weil er gerade seine 600 Abonnenten erreicht hat, habe ich ihm das schnell vorgerechnet
Und wenn ich das so richtig zusammenrechne, bin ich irgendwie auf 0,00000 ey. Personen gekommen, die eigentlich das Ganze interessiert, was du in diesem Video gesagt hast. Und das, liebe Leute, ist Humor gewesen. Und wer das nicht versteht, der, ja, tut mir leid, ich habe etwas verpasst im Leben. Nein, ich muss wirklich sagen, Props gehen raus an Probst für das Hammer Q&A, das er gemacht hat. Am besten schaut ihr einfach wirklich selber mal vorbei, weil dort redet er unter anderem, was sein peinlichster Moment war oder ob er momentan einen Crush hat. Und ich denke, so wenn er aussieht, ich glaube, da interessiert sich der eine oder andere wirklich auch dafür. Achtung, Achtung, Breaking News! Nämlich habe ich gerade eine Meldung bekommen, dass die Schweizer YouTube-Szene einen neuen YouTube-Kacke-Kanal hat. Nämlich ist das der SCS Floton und der hat bereits 2 Videos online, die ausnahmsweise über Niki gehen. Ich weiss auch nicht, wie hammer das wäre, dass man den Niki als erste Person nimmt. Also jetzt mal wirklich no joke. Und ja, Niki habe ich immer noch gerne. Guckt euch das an, was willst du dagegen machen? Nein, also wirklich richtig coole Videos. Ich habe es unten euch verlinkt. Und ich muss wirklich sagen, ich finde es richtig cool, dass die Schweizer YouTube-Szene wieder eine neue YouTube-Kacke hat, weil irgendwie habe ich das Gefühl, das macht so das Ganze eigentlich lustiger. Es reißt solche Sachen im Kontext und es ist irgendwie nicht nur immer das monotone Video, das man jetzt gönnt ist, sondern es sind noch wirklich neue Kanäle. Und darum würde ich sagen, wäre das schon fast zur Kanal der Woche werden. Aber dann müssen wir doch irgendwie auch ein Video von der Woche nehmen. Und das Ganze kommt von Adi Toro. Ich glaube, mehr oder weniger ist das allen ein Begriff. Das ist der Dude da mit seinem absolut schönen Schnäuzli, den er da hat. Also ich bin schon fast neidisch. Also wenn ich mir das so eigentlich wachsen lasse. Adi, verrat mir, wie du das kannst machen. Wenn wir schon vom Thema Schnauze haben und Adi, in seinem neuen Video, wo er wieder einen Song rausgebracht hat, also irgendwie ist er aktiver als der Nilay, der eigentlich sagt, er macht Songs. Aber das ist eine andere Geschichte, weil ihr könnt einfach das Video von Nilay schauen. In einem neuen Video von Adi geht es darum, um Marketing-Schnauz. Und das Ganze ist ein richtig gelungenes Musikvideo, würde ich jetzt behaupten. Und ich smoke den Jibit und ich mache die Flip-Flips, so Red Drip, der will ich nicht, shit. Hab Corona besiegt, sag doch zum Schlafen keine Zeit, schau mich scheiße, macht fit, drip. Und Ausdrücke kommen in das Game, alle anderen Poddies lame. Euch fehlt der Schnauz-Drip, viel zum Feld, das Leben ist kein Game. Das habe ich euch unten verlinkt. Ein richtig geiles Video. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt doch sicher Leute, die Adi seinen Schnauz richtig cool. Zum Beispiel die Larouche. Du findest doch Adi seinen Schnauz sicher richtig herzig, oder? Richtig. Und was Larouche sonst noch für Sachen liebt, schaut ihr am besten eher ein Video an, wo sie zusammen mit ihrer auf Wish bestellten Cousine gemacht hat. Insider würde sogar behaupten, dass sie es liebt, wenn sie Schwanzbilder bekommt. Richtig. Und wenn wir schon gerade dabei sind, Schwanzbilder und all die peinlichen Nachrichten, haben wir auch noch ein Video von der Natti Style, wo sie zusammen mit der guten alten Mara ein Video gemacht hat, was sie eigentlich so für unangenehme und wirklich zum Teil abscheuende Kommentare bekommen hat. Und da muss ich jetzt wirklich schnell eine Runde Real Talk raushauen, jetzt am Schluss von dem eher lustig gehaltenen Video noch ein bisschen Real Talk. Also zum Teil, was da wirklich für Nachrichten umgeschickt werden, kann ich absolut gar nicht verstehen. Und darum verstehe ich auch, was Natti dann gesagt hat, dass das wirklich nicht lustig ist. Und auch wenn du jetzt das Gefühl hast, oh, ich schreibe ihr auch noch einen Kommentar, dass ich unbedingt das nächste Video reinkomme, Entschuldigung, du hast das einfach nicht verstanden, was die Nachricht von dem Video war. Darum, ja, beherrscht euch doch einfach ein bisschen und geht beim Niki hin. Und wer das macht, der kommt persönlich eine Klatschfans das nächste Mal sehen, weil, ja, konstruktive Kritik gern. Ich glaube, das sagt jeder YouTuber. Solange es konstruktive Kritik ist, kann man etwas daraus lernen. Aber ganz ehrlich, hey, wieso? Sagt doch lieber, was ihr an diesem Video cool gefunden habt. Sagt, dass es absolut innovativ sind. Oder bitte mehr davon. Also einfach so, jetzt um mich ein bisschen so Starthilfe zu geben, was wir jetzt schreiben können unter diesem Video. Nein, das ist wirklich Meinungsfreiheit unter meinen Videos. Darum schreibt, wenn euch das Video gefallen hat, ob ihr noch mehr so etwas wollt. Wenn ja, zeigt es mir einen Daumen nach oben. Und wenn du das Gefühl hast, es muss unbedingt das nächste Mal jemand wieder mit dabei sein, schreib es unten in die Kommentare. Und wenn du noch nicht Abonnent bist von meinem Kanal, dann drück unten drauf abonnieren, dass wir irgendwann die 200 Abonnenten erreichen. Darum ja, vergessen nicht zu abonnieren. Und das war es auch wieder mit dem Video. Ich habe es ein bisschen kürzer gehalten, hoffe ich. Und es war recht kompakt gewesen. Also ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen. Ihr habt all die Infos bekommen, die ihr durch die Woche nicht verpassen könnt. Darum ja, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heisst, I don't know, was ich für ein Video mache. Und ich produziere es am Freitagabend, dass ich irgendwie noch ein Video habe für die nächste Woche. Bis zum nächsten Mal.